Servus und habe die Ehre zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Glückwunsch, liebe Hörer, ihr habt euch für den richtigen Podcast entschieden, für den besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Und das mache ich natürlich nicht allein, ich habe einen Kani dabei. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich bin gern gekommen. Wollte schon immer Gast sein bei dem besten bayerischen Podcast, wo geben tut. Ja. Sehr und schön. heute ist ein kleiner Traum wahr geworden. Dass du endlich bei uns dabei sein darfst einmal, oder was? Ja. Und vor allem, dass der Corby nicht dabei ist. Das ist immer schön, weil dann labert keiner so viel Scheiß. Okay. Schön, wenn nur Leute dabei sind, die sich auskennen. Er wollte nicht dabei sein, keine Ahnung warum. Vielleicht hat ihm der Film nicht ganz so taugt wie uns. Ich glaube, dass er wieder mal nicht verstanden hat. Das kann auch sein, vielleicht hat er die Vorgänger nicht gesehen. Das kommt wahrscheinlich 100%, kommt das dazu, weil was hat er schon gesehen in seinem Leben? 6 Filme. Ja, und da war Terminator 2 auf alle Fälle nicht dabei. Nein, das war der 7., den er jetzt vor kurzem erst gesehen hat. Ja. Also er bildet sie, jede Folge Viva la Movolution ist eine Weiter- und Fortbildung für unseren Corbinian. Ja, über welchen Film reden wir denn dann heute eigentlich, wenn den der Corby anscheinend nicht versteht? Wir reden heute über Evil Dead Rise, den 5. Film des Evil Dead Franchise vom Sam Raimi. Schön. Wunderbar, ich sag das. Also, das ist richtig schön. Ich hab das auch gesagt, wir waren mal miteinander im Kino und ich hab das auch vorab gesagt draußen, wo wir noch nicht gestoppt haben. Ich bin so richtig heiß. Ich bin so richtig heiß wie Frittenfett auf das Ding. Ich war den ganzen Tag schon hippelig, weil ich mich so dermaßen auf das Ding gefreut habe. Trailer habe ich keinen gesehen, gar nichts. Ich habe mich jetzt einfach einmal so richtig ins kalte Wasser schmeißen lassen von dem Film. Ja, mich hat er, ich glaube, ich mir fast behaupten, ab der ersten Sekunde weg, hat er mich bei den Eier gehabt. Voll, ja. Also der ist losgegangen und ich habe sofort Gänsehaut gehabt bei dem Intro. Das war Evil Dead Feeling Level 9000 sofort. Ja. Das Intro war allgemein ziemlich geil gestaltet, finde ich. Das hat es gleich einen Flashback gegeben an den Original Evil Dead quasi, und haben wir gleich mit so eine Kamerafahrt aus der Sicht vom Dämon quasi eingestiegen, in Anführungszeichen, und da ist natürlich die Gänsehaut sofort aufgefahren. Aber hallo, meinst du, dass es genauso gut war, das Intro, wie unser Intro jetzt gerade, das wir als Einleitung für eine Steady-inklusive Folge machen, da es bei Evil Dead Rise sich um eine Fortsetzung handelt, ist das hier nur für Leute, die uns Geld ins Arschloch schieben und nicht für Freibierlädchen. Wir können jetzt gerade noch sagen, dass wir definitiv wahrscheinlich auch spoilern werden, wenn wir gerade im Redefluss sein. Wir versuchen es zu vermeiden, aber wenn es passiert, dann passiert es. Das ist wie beim One-Night-Stand. Ja. Aber ab jetzt, schon langsam, da ich sagen, wer jetzt knickert ist, wird auch nicht erfahren, wie erregt das wir im Kino waren. Also wir swallowen nur eure Souls, wenn wir eure Kohle swallowen können. Ich wollte gerade sagen, also für Geld swallow die so einiges. Aber hallo. Also Leute, dann auf Steady, Abo abschließen, gibt's schon ab Stufe 1, glaube ich, oder? Ja. Nein, ab Stufe 2. Sowas, genau. Ab Stufe 2 meine gibt's das, genau. Stufe 1 heißt nur, es kriegt alle Folgen einen Tag vorher schon zu hören. Ab Stufe 2 gibt's die Steady-inklusiven Folgen zu hören. Und ab Stufe 3 gibt's dann auch noch die Gescheiterfallrunden, die sehr spärlich bedient wird. Uns ist jedenfalls scheißegal, welches Abo das abschließt. Macht's auf alle Fälle eins, weil wir mir schon langsam am Hungertuch nagen müssen. Absolut. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder mit die zahlenden Kunden.